Der verfluchte Senn. Hoi miteinander. Habt ihr schon mal vom Urdensee im Kanton Graubünden gehört? Also, wenn nicht, geht's euch genauso wie mir. Und ein ziemlich tragisches Ereignis soll sich dort abgespielt haben. Der von Alpwiesen umfasste und von Berggipfeln umrahmte malerische Urdensee liegt auf 2249 Meter oberhalb von Tschirtsche im Bündnerland, in einem engen Seitental zwischen den Gemeinden Arosa und Vaz-Obervaz. Dort, wo jetzt der See ist vor langer Zeit mal eine Sennenhütte gestanden. Und um die Hütte hat sich eine schöne Alp ausbreitet. Ein böser Senn hat dort gewohnt. Eines Tages ist ein armes, altes und schwaches Fräuli dahergelaufen gekommen, müde und durstig von der weiten Reise. Sie hat an der Sennenhütte geklopft und hat um Labung gebeten. Eine Labung oder die Labung auf Hochdeutsch bedeutet eine Erfrischung, meistens frische Milch. Der Senn aber hat ihr grob geantwortet: Mach, dass wegkommst, du alte Bettlerin. Wenn ich allem Lumpenpack, wo da vorbeizücht, will Milch geben, dann müsste ich selber bald wegen Hunger sterben. Das arme, alte Fräuli hat um Gottes Willen nur um eine kleine Labung gefleht, damit sie ihren Weg könnte fortsetzen. Meine Knie heben mich nicht mehr, hat sie gesagt, und meine Zunge brennt wie Feuer. Der Senn aber hat die Türe zugeschlagen. Das Fräuli ist von der Türe zusammengesunken, und wo der Senn sie wieder auftun hat und gesehen hat, dass sie immer noch dort ist, hat er fluchend ausgerufen: Bist du immer noch da? Wart, ich geb dir Milch, sodass dein Durst gestillt wird. Er hat dann einen Kübel genommen, hat seine grosse rote Kuh gemolken und ist dann zum Fräuli zurückgekommen, um ihr zu trinken zu geben. Die hat getrunken und dem Senn herzlich für seine Hilfe gedankt. Der Senn aber hat seine Gesichtszüge zu einem spöttischen Hohngelächter verzogen, weil er hat die Milch vergiftet hatte. Kaum hat das Fräuli gestärkt ihren Weg fortgesetzt, hat sie die fürchterlichsten Schmerzen im Körper gespürt. Wo sie sterbend zusammengesunken ist, hat sie all ihre verbleibende Kraft gesammelt und den Senn und seine Alp verflucht. In dem Augenblick hat sie in der Höhe donnert, ein Blitz hat in die Hütte eingeschlagen und sie ist mit dem Senn und der roten Kuh in einem See versunken, wo an dieser Stelle entsprungen ist. Ja, und da wäre das tragische Ende von der Sage vom Urdensee. Hoffen wir mal, dass es nur eine Sage ist und sich nicht wirklich so abgespielt hat. Ich muss euch aber sagen, dass man scheinbar heute noch den Weg sieht, der zu der Hütte geführt hat. Er verliert sich im See und taucht am jenseitigen Ufer wieder aus dem Wasser auf und zieht sich in die Höhe. Auch sieht man mitten im See einen schwarzen Fleck. Da ist die Sennenhütte, die dort versunken ist. Am oberen Ende vom Steilhang wird drum ein markierender Felsblock Geisterstein genannt. Und am Abhang selber sagt man Geisterhang. Auch der Senn treibt scheinbar bis heute sein spukhafte Wesen am See und ist schon des Öfteren von Alpknechten in Begleitung von seinem roten Kühli gesehen worden. Alle 7 Jahre steigt er bei furchtbarem Donner und Unwetter aus dem See und melkt über den stürmischen Wellen seine rote Kuh. Dann versinkt er wieder händeringend und mit einem fürchterlichen Kühl im Urdensee. Also, vielleicht habt ihr jetzt nicht mehr wirklich Lust, den Urdensee zu besuchen. Ich glaube aber, dass man mit gutem Gewissen könnte eine Wanderung dorthin unternehmen. Und am See wäre es sicher eine grossartige Stelle für eine Pause. Ja, und falls ein alter, hässiger Senn mit einer Kuh auftaucht, sind ja jetzt vorgewarnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.